Hey, alle zusammen und herzlich willkommen zum 14. Part. Final Fantasy VII, das Original 1997, und wir haben den Sumpf überquert. Wir haben gesehen, was mit dieser Schlange passiert ist, was Sephiroth mit dieser Schlange auch angerichtet hat. Wir gehen jetzt in die Höhle und gehen weiter. Okay. Mal da runter. Nein, zuerst mal rechts. Etwas sagt mir, ich soll zuerst hier hinten schauen. Ah, siehst du? Oh, Krebsli und Libelleli und sonst Zeug. Limit. Dort, yeah. Zauber, Beben, das wird denen sicher weh. Also bei fliegenden Monster ist immer gut. Bam, es ist einfach super tief. Also gar nicht. Bei fliegenden Monster ist immer Luftangriff zum Beispiel sehr gut. Zauber, Feuer auf alle. Die Schlange hat zwei Schwänze. Feuer, Angriff. Voilà, kein Problem. So, ein paar Punkte bekommen, ein bisschen Geld, immer gut. Und was gibt's da? Ein Äther, kann man immer brauchen. Jetzt noch eine Bergiste, ein Zelt, sehr gut. Sehr gut. Das Tasche braucht schon ein bisschen Heilig. Oh, aufpassen. Machen wir sicher mal Feuer auf alle. Der hat zwar jetzt gerade Feuer gemacht. Er hat etwas gelernt. Level 4 Selbstmord. Matra-Zauber, das geht auch auf alle, sehr gut. Du bist nicht drehen. Ah. Ich muss so mit dem Analogstick zacken. Das geht irgendwie nicht so gut, manchmal. Der heilt. Ja, du jetzt heilen. Das ist schon mal nicht gut. Flammenwerfer gelernt. Aber das hat es jetzt natürlich nicht eingegeben, den. Das wäre ja eigentlich wieder dumm. Heilig auf alle, das ist immer gut. Hoffentlich kommt sie noch dran. Ah, kann ja hier noch. Bio. Das tut dem sicher weh. Angriff. Angriff. Ja, das Bio ist gut. Jetzt muss ich ein bisschen mehr brauchen. Super, dann haben sie jetzt bekommen. Jetzt geht es weiter. Oh, da ist ja noch etwas. Das hat jetzt fast nicht gesehen. Schau mal, du. Fernangriff. Ah! Das ist. Zeige das schnell. Jetzt wenn wir da zum Beispiel, wir können die Reihe hinterher gehen. Das heisst, sie kommt weniger Schaden über. Sorry, schnell, das ist ziemlich laut. So, voilà. Ist schon ein bisschen besser, excuse. Wenn sie in der hinteren Reihe ist, hat sie zwar, kann sie mehr einstecken, aber der Angriff ist ziemlich schwach geworden. Und jetzt mit der Materie, die wir gefunden haben, wenn sie jetzt noch Platz hat, können wir jetzt machen, dass sie auch in der hinteren Reihe die gleiche Angriffskraft hat. Ja. Ich finde das cool. Braucht es zwar gerade nicht, es ist meistens Ares, wo das kann brauchen, weil sie meistens in der hinteren Reihe ist und sie ist eh nicht so stark beim Angriff. Sie ist Zauberer. Oh, schau mal. Die sehen geil aus. Flammenwerfer, den brauchen wir doch jetzt gerade. Zauber, Feuer auf beide. Ich sehe Baby nicht, dem sehe ich doch. Ich schwöre. Choco, Geil, das tut dem schon weh. Angriff. Das Tasche kommt dran. Das soll jetzt auch mal angreifen. Die sind alle da traurig.
probieren, das loszuwerden. Vielleicht habe ich ja irgendein Objekt. Gibt Leben zurück. Stellt MP, erhöht Vitalität. Leider nicht. Typ. So. Das bringe ich dann schon irgendwie weg. Links. Gehen wir links schauen, da geht es weiter. Ah, da geht es noch rauf. Das ist nichts. Oh, schon wieder. Ich habe gesagt, sieht noch geil aus. Analyse nach Feindtech, das hat mir jetzt wirklich noch gut gedrückt. Das Makro-Zauber auf alle, Zodi Angriff und das Taschenfeuer auf alle. Dann gibt es nämlich Krebsli-Spiessen. Also ich weiss, dass das Feindtech, das ist wirklich mega mächtig. Später kommen dann natürlich auch die Weapons, die Waffen. Also, wer Final Fantasy kennt, weiss es. Ah, eine Kiste. Gemüsekapsel. Was ist das? Sonst weiss ich eigentlich was. Gemüsekapsel. Erhöht Gemütswerte. Soll das mal nehmen? Das ist jetzt auch nichts passiert. Ich meine, die Traurigkeit geht vielleicht weg, aber das ist nicht das. Was soll ich jetzt sagen? Jetzt weiss ich es nicht mehr. Einen Moment. Oh, es gibt Stress. Wer bist du? Weißt du, wer ich bin? Von den Turks, oder? Nun, wenn du Bescheid weißt, dauert das hier nicht lang. Es ist schwer zu erklären, was die Turks tun. Entführung, oder? Negativ ausgedrückt kannst du das so sagen. Aber das ist nicht alles. Es ist jetzt noch mehr. Pünktli, 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 Pünktli. Sir, it's okay, Ruth. Ich weiß, du magst keine reden, also brich dir keinen ab. Elena, dann erklärst du es. Ich bin das neueste Mitglied der Turks, Elena. Dem, was du Reno angetan hast, haben wir zu verdanken, dass wir zu wenige sind. Obwohl deswegen bin ich zu den Turks befördert worden. Auf alle Fälle müssen wir herausfinden, wohin Sephiroth unterwegs ist. Außerdem versuchen wir euch aufzuhalten. Halt mal, es ist genau umgekehrt. Ihr seid diejenigen, die uns ständig im Weg sind. Oh, Zeng. Elena, du redest zu viel. Herr Zeng, es gibt keinen Grund, Ihnen etwas von unserem Order zu erzählen. Entschuldige, Zeng. Ich dachte, ich hätte dir Befehl erteilt. Geh jetzt. Vergiss nicht, deinen Bericht zu schreiben. Oh ja. Sehr gut. Ruth und ich werden Sephiroth folgen. Er befindet sich auf dem Weg zum Hafen von Junon. Dort müssen wir auch als nächstes her. Elena, du scheinst nichts zu verstehen. Oh. Entschuldigung. Geh, lass Sephiroth nicht entkommen. Ja. Ruth und Elena gleichzeitig. Jawohl, Sir. Reno meint, er wollte dich sehen, nachdem die Wunden, die du ihm zugefügt hattest, geheilt waren. Er wollte euch allen seine Zuneigung mit einer neuen Waffe beweisen. Naja, dann. Wo ist Aeris? Ist sie nicht bei dir? Aeris ist nicht bei uns, sie ist bei den anderen. Oh, grüß sie von mir. 700.000 Millionen Wege. Ich gehe jetzt erstmal da hinten gucken. Ah, das ist schon mal sehr gut gewesen. Ein Elixier. Ein Elixier und ein Heat Trank. Eine High Trank. Oh, schau jetzt. Das mache ich jetzt mit einem einzigen. Nein. Ja, die greifen jetzt natürlich alle an, während ich hier warten, wie blöd. Eigentlich kann ich das wählen. Jetzt kommt da schön einer nach dem anderen drauf.
ihr habt jetzt ein Seich gemacht, eigentlich kann ich das machen. Oh, Critical Hit. Bio. Zauber, Blitz. Nein, Feuer tut, glaube ich, schon genug weh. Einer Heat Trank. Da die Wurzel drauf, oder was das auch immer ist. Da geht's mit Licht am Ende des Tunnels. Oh! Also, wir müssen jetzt nach Juno. Ich weiß nicht, wie ich mein Bild drehen. So. Also, ich denke, Juno, das ist auch das hier. Nein, das ist es nicht. Oh, schau jetzt. Geil. Ein Poisona, nein, das nützt nichts. Oh, der ist Wind. Feuer, wir machen mal Blitz. Jetzt hat er sie einfach angreifen. Garman, Feintech, das Level 4 Selbstmord. Ich weiß eben nicht, ob ich da nachher... Ich glaube, die sagt 3, bam. Und nachher gibt es mega Damage, aber sie stirbt. Hey. Wir haben Shinra lange Zeit auf diesem Schlachtfeld bekämpft. Wir sind stets auf einen langen Krieg mit ihnen vorbereitet. Falls ihr es nicht eilig habt, würdet ihr uns im Kampf gegen sie unterstützen? Hört mal, wir wollen euch nicht drängen. Wenn ihr gerade in einer anderen Sache steckt, warum bringt ihr die nicht erst zu Ende? Wo liegt Yunnan? An der Küste lang nach Norden. Wenn man eine Weile läuft, kommt man direkt nach Yunnan. Passt gut auf, denn es liegt im Schatten eines kleinen Berges. Gut, aber ich werde jetzt gleich hier rein. Oder kann man nämlich so eine Art Minigame machen. Wirklich? Dann geh nach oben, dann wird man euch die Einzelheiten erklären. Sehr schön. Jetzt weiss ich nur nicht mehr, ja, ich meine, das ist fast 25 Jahre her, wie das genau funktioniert. Später, wenn man hier zurückkommt, kommt man Beschwörungszauber Phönix über. Der macht, was macht der? Der ist, wenn man stirbt, mit dem kann man Leute wieder beleben. Es gibt einen kleinen Trick in diesem Spiel. Es gibt hier eine Materie, das heißt letzte Zauber oder irgendwie so etwas. Das heisst, wenn du stirbst, zauberst das noch mit dem, was sie gekoppelt ist. Und wenn du nach den Phönix rein tust, ist das der letzte Zauber, den du machst und dann lebst du wieder. Also eigentlich bist du nachher so ziemlich unbesiegbar. Oh, Speicherpunkt, sehr gut. Kann man da noch ein bisschen schlafen? Da nichts, das ist so ein Ameisenbau irgendwie. Gut, das machen wir doch schnell. Speichern. Mach jetzt mal einen neuen Speicherplatz. Voilà. There is an old man. Gehen wir zuerst noch schnell hier rauf. Das sieht nach Läden aus. Vielleicht kann man da etwas reinziehen. Hallo, tut mir leid, aber ich kann dir jetzt nichts verkaufen. Alles, was wir haben, benötigen wir selbst. Das steht doch nicht einfach blöd dort rum. Tut mir leid, aber ich kann dir jetzt nichts verkaufen. Also. Ja, das habe ich jetzt eigentlich nicht wollen. Items und... Keine Ahnung, was das für ein Zeichen ist. Jetzt rede ich noch schnell mit dem. Ah, ist da nichts, in dem Brunnen. Sagt mir auch irgendetwas? Nein. Das ist was. Ich hätte nie gedacht, dass es jemand bis hierher schafft. Deine Augen sind anders, wie dem auch sei. Nicht mehr lang, dann tobt ihr eine Schlacht gegen Shinra. Ihr solltet lieber abtauchen, bevor ihr eingezogen werdet. Meinst du Shinra?
Shinra? Was wollen denn diese Idioten hier? Ja, als hätt's der Vortrag nicht schon erklärt. Ihr scheint mit Shinra auch ein Problem zu haben. Schließlich seid ihr bis hier hinaufgeklettert. Hört mir doch einfach mal zu, was ich zu sagen habe. Leg los, immer mal, das lesen wir. Weißt du, was auf dem Gipfel des Berges ist? Hä? Ist da was? Los, das kriegen wir auf die Reihe. Der Reaktor und ein Kondor. Du bist sehr scharfsinnig. Ja, es ist ein Reaktor und ein Kondor. Kondor, wer nicht weiß, was das ist einer der grössten Vögel auf der Welt. Der riesige Flügelspannweite. Shinra scheint den Gedanken nicht zu mögen, einen Kondor auf dem Reaktor zu haben. Mann, ist der Vogel groß, aber warum wollen sie ihn mit Gewalt loswerden? Was ist schon dabei, wenn ein Kondor auf dem Reaktor ist? Der Reaktor über uns scheint eine Art spezielle Materie zu enthalten. Aha. Und als der Kondor kam, hat Shinra schnell Truppen hergeschickt. Das Militär will den Kondor und alle Dorfbewohner von diesem Berg weghaben. Der Kondor brütet jetzt sein Ei aus, was nur alle paar Jahre geschieht. Wir wollen den Kondor von Schaden schützen. Neues Leben. Haha. Ich mach's, ich schütze ihr vor Shinra. Ein Kondorei, ein echtes Stück Natur. Wir müssen das Leben des Planeten schützen. Leider können wir nicht selbst gegen Shinra kämpfen, deshalb haben wir Soldaten angeworben, die uns helfen sollen. Als unsere Gönner kannst du uns mit einer Spende helfen oder mit uns kämpfen. Was meinst du? Willst du dich unserem Kampf anschließen? Was gibt es da zu überlegen? Wir müssen es tun. Zodi. Natürlich machen wir das. Zodi, danke. Hey, wir helfen euch. Gut, ja, nur noch keine Ahnung mehr, wie das genau funktioniert, aber das werden wir irgendwie herausfinden. Das kann man nämlich immer wieder machen. Da kann man später immer wieder in gewissen Abständen. Und das Spiel hier, das wir jetzt gerade machen, wenn ich dort die Stege verwitsche, immer wieder kann machen. Jetzt sieht man da etwas, wenn man da raus schaut. Dort drin ist etwas Cooles. Wirklich etwas Cooles. Es nimmt mich wunder, ob sie das im Remake auch rein tun. Also ja, wenn es dann... da kommen wir jetzt nicht raus, müssen wir mit ihm reden. Danke. Lass mich unsere Strategie erläutern. Der Feind wird von den Berg erklimmen und nach dem Reaktor suchen. Wir stellen Fallen auf und heuern Soldaten an, um das Gebiet zu verteidigen. Tja, das ist alles, was wir haben. Dieses Dorf hat kein Geld. Selbst wenn wir kämpfen wollten, sind unsere Hände gebunden, weil wir pleite sind. Um einen Soldaten anzuheuern, brauchen wir 400 Gil. Um 20 Soldaten anzuheuern, brauchen wir 8000 Gil. Wir bitten euch deshalb, dass ihr euer eigenes Geld verwendet, um die Soldaten anzuheuern, Fallen zu kaufen, sie aufzustellen und die Befehle zu geben. Wenn ihr keine Zeit habt, möchten wir euch bitten, uns mit einer Spende auszuhelfen. Wenn ihr uns Geld spendet, können wir Soldaten anheuern und den Angriff von Shinra abwehren. Wir wissen, dass unsere Bitte egoistisch ist. Wir haben unsere Frauen und Kinder in ein anderes Dorf geschickt. Wir beugen uns unserem Schicksal. Okay. Fangen wir nochmal von vorne an. Falls der Feind in diese Hütte eindringt, müsst ihr ihn sofort zurückschlagen. Nun, einmal zu verlieren ist nicht das Ende der Welt. Aber wenn man immer wieder verliert, kann es gefährlich werden. So, gibt es irgendwelche Fragen? Der Feind, Soldaten, die angehört werden können, finanziell, glaube ich auch genug. Da kommen welche, bitte. Wir sind für jede Hilfe dankbar. Vorbereitung getroffen. Warten, okay, bereit, Gil beisteuern, ihnen überlassen. Dann kann ich mehr Informationen geben, kommen wieder ins Gleiche. Okay, bin bereit. 10 Feindeinheiten entdeckt. Mit vielen Ungeheuer darunter. Sende mehr Angreifer aus. Okay, Einheiten aufstellen. Woher kommen sie? Das geht gar nicht. Hier. Wer nehmen wir? Das ist ein Verteidiger, ein Schütz, Handwerker, was macht der? Keine Ahnung. Steinwerfer, Katapult, Kämpfer, Angreifer, sehr beweglich. Kein Schwächgegner, kein Starkgegner. Hat meiste HP.
Ah, da sieht man auch noch Attackenwert, das ist vielleicht nicht schlecht. Ja, ich nehme jetzt den hier mal, stelle den dort her. Jetzt kann ich nämlich hier noch einen her tun und da tue ich... Nein, da tue ich... Nein. Oh. Kann ich den... Nein. Ich irgendwie wieder verschieben. Der Dunge blinkt zwar etwas, aber das nützt nicht. Ja, jetzt habe ich den auch dort. Da kann ich keinen her tun. Ja, ich tue mir da noch einen mehr her, irgendwie. Noch so etwas. Und hier. Bombe legen. Oder Bombe lecken. Ich glaube, wir brauchen da schon so etwas da. Ja, wie viele Einheiten eigentlich? Vielleicht noch das. Da kann man auch noch einen her tun. So einen. So einen grossen. Da noch einen. Braucht das eigentlich Geld jedes Mal? Oh. Oh. Jetzt sehe ich gerade, dass das überhaupt nicht... Verb wiederherstellen. Bombe legen. So, das reicht. Ja. Kampf beginnen. Da kommen sie. Ich kann jetzt so etwas machen. Der geht dort rauf, der geht vermutlich hier rechts durch. Das heisst, ich greife da schon einen an. Ich kann jetzt so drauf drücken und was passiert? Rein gar nichts. Ah, bewegen. Ja, das soll doch ein bisschen hierher. Der Steinschiesser. Ist der irgendwie nicht wirklich am Action. Da geht mal dort drüber. Ich nehme jetzt mal den. Den kann ich nicht bewegen. Action. Bewegen. Gut, der ist angekommen. Eben der hier, stört mich jetzt ehrlich gesagt gerade. Ich kann jetzt wieder etwas Neues her tun, das könnte ich sogar, schau mal. Das ist doch kein Problem. Geschwindigkeit, aha. Oh, jetzt habe ich es noch langsamer gemacht. Ah, ich kann es nicht schneller machen. Ah, da. Gut, das scheint hier rüber zu gehen. Gut, da kann man eigentlich noch ziemlich viel sehen gerade. Weißt du was, du gehst noch etwa hier her. Die gehen alle wieder durch, das heisst, ich muss das ein bisschen verstärken. Action. Du gehst mal hier her. So, hier könnte es jetzt mal der erste Kontakt geben. Jetzt machen wir doch so Action. Angreifen. Dann nehmen wir den hier noch. Action. Angreifen. Kämpfer 1 ist auf Feind gestoßen. Yeah! Ja, greif mal an. Ah, das müssen wir wieder machen. Die sind ein bisschen stärker, denkt sie. Angreifen. Da
So, angreifen. Du musst hier noch ein bisschen helfen im Fall. Du kannst nachher mal hier her. Jetzt vertone ich es ein bisschen. Ich hoffe, der greift hier mir nicht einfach an. Oh. Oh oh. Feind zerstört, das ist schon mal sehr gut. Ich habe hier noch ein bisschen mehr. Jetzt haben wir gleich noch so einen. Wieder her. Du gehst mal ein bisschen dort her. Dann nehmen wir jetzt etwas Neues. Action, angreifen. Wir nehmen den Action, angreifen. Sehr gut. Es funktioniert ja. Angreifen. Du, Action, angreifen. Yeah. So ein Minigame. Oh, ich gehe dort hinten durch. Oh oh. Jawohl. Eieiei. Jetzt habe ich gleich kein Geld mehr. Du. Angreifen. Angreifen. Bombe. Auf Feind gestoßen. Warnung. Action. Angreifen. Action, angreifen. Angreifen, wiederherstellen. Ja, das soll doch ein bisschen heilen. Jetzt haben wir doch aber einen verloren. Ja, musst nicht jedes Mal dorthin. Die Gegner können ja hier auch angreifen. Da muss ich noch etwas herstellen. Ja, kein Geld mehr. Action, angreifen. Dass es immer gerade zu Dingen herspringt, das ist Kacke. Ja, das ist wirklich Kacke. Oh. Ja, weißt du, ihr seid einfach schon witzige, ganz lustige seid ihr. Angreifen. Angreifen. Ja, das muss man nicht jedes Mal zeigen, ich weiss es so drauf. Das ist jetzt nicht so durchdacht. Ne? Macht nichts. Action, angreifen. Was der hier macht, weiss ich auch nicht. Also hier gescheit angreifen. Feind zerstört. Sehr gut. Angreifen. Angreifen. Wie viel kommen wir hier noch? Feind gestoßen, ich weiss. Ich weiss es doch. So. Du gehst mal hierher. So schnell kommt hier nichts mehr durch. Angreifen. Angreifen. Greift doch von selber an. Wenn sie doch zu mir in der Nähe sind. Angreifen. Ja, das wird jetzt schnell zerstört sein. Es gibt glaube ich noch einen Boss am Schluss. Oh nein. Angreifen.
Ich will doch nicht die. Die Action. Angreifen. Vielleicht lenkt es ja noch ein bisschen. Einer kann mir noch helfen. Ah, super. Schön. Ah, schau, der Boss. Also. Daher. Daher. Da auch daher. Jetzt komme ich komplett an Frontangriff. So, ja, vielleicht geht er nicht hinten durch. Nein. Das war ein bisschen teure Geschichte. Jetzt lassen wir den kommen. Ah, ich kann auch den anderen Knopf drücken, dann geht es auch nicht dorthin. Ja. Das Problem bei der Bedienung steht meistens etwa 40 cm vor dem Bildschirm. Er kommt. Angreifen. Angreifen. Jetzt nehme ich alles, was ich habe. Angreifen. Ja, vielleicht kommen nachher die überlebt haben, das Geld wieder zurück. Das wäre natürlich super. Angreifen. Jetzt kommen natürlich alle. Angreifen. Du findest es komisch, du machst gar nichts, die ganze Zeit schon nicht. Angreifen. So, Alter, du siehst alt aus. Mal. Und weg. Juhu! Wow, das war gut, aber Shinras Truppen werden wiederkommen. Das Gelände muss sehr gut erkundet werden. Wir wissen nicht, wann sie wieder angreifen. Wir haben noch 6 Einheiten. Hier sind 1200 Gil. Merci. Oh ja, das habe ich gerade auf dem Schlachtfeld gefunden. Vielleicht könnt ihr es nochmal gebrauchen. Zauberkamm. Da kommt man im Fall immer wieder etwas Neues über, wenn man das geht machen. Und eines Tages, wenn ich da komme, hat der Kondor nämlich sein Ei ausbrüht. Und da gibt es eine geile Materie. Was ist der Zauberkamm? Was ist das? Ist das eine Waffe? Aber nicht für niemand von uns. Vielleicht ein Accessoire? Keine Ahnung. Die Traurigkeit geht irgendwie nicht weg. Was sagst du jetzt? Ah, jetzt sind die Läden offen. Ah, und die Betten sogar. Super, vielleicht geht auch die Traurigkeit ein bisschen weg. Jetzt habe ich natürlich so viel Geld verbraucht. Jetzt kann ich da sicher nichts mehr kaufen. Wir müssen noch durchhalten. Genau, Hitze. Oh. Gut, ja, alle von denen. Alle Materien. Das ist schon mal gut. Nein. Schutzstab, Peacemaker, das sind alles Sachen, das muss ich behalten im Fall. Das muss ich wirklich behalten. Was verkaufst du? Bleib dran. Ja, zweite, merci. Ja, verschiedene Sachen. Brauche ich gerade im Moment nicht. Aber natürlich ausruhen mal, schauen, ob da die Traurigkeit weggeht. So. Ah. Vielleicht schlafen wir erstmal, okay? Wir schlafen.
Und hat das jetzt gut da? Die Traurigkeit ist weg. Schön. Speichern kann man natürlich auch. Finde ich eben gerade super. Speichern, Spielstand wählen. Und wirklich speichern. Ja. In diesem Sinne, merci vielmals fürs Einschalten. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Und hey, ich bedanke mich bei diesen 18 Abonnenten. Letztes Mal habe ich das gesagt, da habe ich mich bedankt, dass es nämlich auch 16 waren. Es hat 2 neue gegeben. Hey, so cool, merci vielmals. Ich hoffe, es werden mehr. Und wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen gegen oben, irgendein Kommentar, irgendetwas. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Merci vielmals. Tschüss zusammen.